Guten Abend, hallo miteinander. Ich bin die Katrin, es ist Sonntagabend und ich schaue wieder einmal online, was ihr so macht oder ihr könnt schauen, was wir so machen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Heute wollen wir ein bisschen reden über das Einkaufen, das Posten. Du musst morgen posten. Aha, gut. Dann nachher kannst du hoffentlich auf Schweizerdeutsch reden mit den Leuten im Geschäft, mit den Verkäufern. Heute wollen wir eben ein bisschen darüber reden, was man so beim Einkaufen kann sagen. Also es gibt ja einige kleine Läden, wo man kann einkaufen kann oder zum Beispiel Metzgereien oder Bäckereien oder Gemüseläden oder so kleine, so, wir sagen dem auch Tante Emma Lädeli oder so, wo jemand bedient und man kann fragen oder man muss sagen, was man braucht. Man muss fragen und dann gibt es die grossen Supermärkte und in diesen Supermärkten muss man meistens eigentlich nicht so viel reden, ausser bei den Kassen. Tante Emma-Lädeli, die gibt es schon lange nicht mehr eigentlich. Das sind häufig so kleine Lädeli im Dorf oder um die Ecke, im Quartier, wo eben so Sachen für den Alltag hatten, zu essen und so ein bisschen Alltagsartikel. Aber heute gibt es eigentlich die nicht mehr unter dem Namen Tante Emma Lädeli, aber ich zumindest brauche das Wort noch. Hallo Kelsang, schön bist du da. Hallo Sami. Also, gehen ihr in grosse Supermärkte einkaufen oder gehen ihr lieber fürs Brot zum Bäck oder fürs Fleisch zum Metzger oder in die Käse kaufen, frischen Käse? Hallo Aische. Wo kauft ihr am liebsten euer Essen einkaufen? Ja, also zum Beispiel, wenn du im Laden bist, wo du etwas musst bestellen, zum Beispiel es hat verschiedene Käse zur Auswahl in der Käserei und dann kannst du fragen, ja, wie viel kostet der Käse? Vielleicht hat es nicht bei jedem Käse ein Zettel. Oder was ist das für ein Käse? Ja. Oder wie schmeckt der Käse? Was für einen Geschmack hat der Käse? Ist das ähnlich wie ein Greyerzer, so ein bisschen herb und salzig, oder ziemlich geschmacksvoll, sehr stark? Oder ist es ein milder Greyerzer vielleicht? Oder ist es Käse, der so süßlich ist, so wie der Emmentaler? Oder ist es ein Frischkäse, der aus frischer Milch ist gemacht und nicht lang gelagert ist? Olivia, du gehst am liebsten in Lidl einkaufen. Ja. Jeder hat so sein Geschäft. Ich weiß nicht, ob das von der Geografie auf die Geografie ankommt, ob das abhängt von dem, wo der Laden ist, dass es am gemütlichsten ist oder am praktischsten, wenn du dort gehst, einkaufen. Ich gehe am liebsten in die Migros, aber das ist auch, weil wir ganz in der Nähe von uns ein Migros haben. Und für einen Coop oder für andere Läden, da müssten wir schon weiterfahren. Ja, also Lidl, Olivia, du gehst am besten in Lidl, am liebsten. Und zwar hat der Lidl auch alles, was du brauchst. Also du musst dann nicht extra noch in die Bäckerei oder in die Metzgerei einkaufen. Kelsang, du gehst gerne am Sonntag einkaufen. Dir gefällt der Volk am besten, weil er am Sonntag bis am 5 Uhr offen hat. In der Schweiz ist das nicht selbstverständlich, dass die Läden am Sonntag offen haben, ja. Olivia, du kaufst Wein vom Coop. Ja, Wein kann man in der Migros nicht kaufen. Die Migros ist ein alkoholfreies Geschäft. Mhm.
Sami, du gehst, in die Migros, weil die bei dir in der Nähe ist. Hallo Haier, wir sind gerade am drüber reden, wo ihr, geht einkaufen am liebsten. Also, wenn du etwas ich habe so verschiedene Begriffe, die ich euch möchte da lehren. Wenn du nicht weisst, wie teuer etwas ist oder so, kannst du fragen: «Wie viel kostet das?» Und meistens ist es gut, wenn man die Preise ein bisschen vergleichen will, wenn man die, Preise nimmt pro Kilo. Ja, wie viel kostet nicht der Käse, das Stückchen da, aber wie viel kostet der Käse pro Kilo? Ja, wie viel kostet, das Fleisch? Wie viel kostet das? Wie viel? Oder wie viel kostet, der Anke? Ja. Habt ihr so Preise im Kopf? Wisst ihr etwa, was wie viel kostet? Ich bin eigentlich ganz schlecht in dem. Ich tue nicht so viel Preise vergleichen. Ich weiß nicht so genau, was wie viel kostet. Aber es gibt Leute, die sind ganz gut informiert. Hallo Nikos, schön bist du da. Also, wie viel kostet das? Vielleicht habt ihr so Preise im Kopf, was wie viel kostet, dann könnt ihr mir das schreiben, zum Beispiel Käse oder Fleisch oder Schinken. Olivia, du tust auch die Preise nicht so vergleichen. Ich habe den Luxus, dass ich mir nicht zu viel Sorgen machen muss, dass es am Schluss zu viel kostet. Ja, und darum muss ich die Preise nicht unbedingt vergleichen. Oder vielleicht suchst du spezielle Sachen in einem Geschäft, die vielleicht irgendwo ein bisschen versteckt sind oder wo du die Abteilung nicht findest, wenn du das erste Mal in einem Geschäft bist oder vielleicht gibt es eine neue Ordnung und dann kannst du jemanden fragen, «Entschuldigung, wo finde ich laktosefreie Joghurt?» Anke ist 2 Franken. Anke kostet 2 Franken. Das reimt sich, Olivia. Aber es kommt sehr wahrscheinlich darauf an, wie viel Anke, wie groß das Mödeli ist, ob das 200 Gramm sind. Aber ich glaube, Anke ist viel teurer, denke ich. Du kommst aus Polen. Vielleicht ist der Anke 2 Franken zu Polen. In Kelsang. Also du gehst gern in Volk posten, aber vielleicht auch nur am Sonntag, wenn du keine Alternative hast, ja? Weil du sagst, der Volk ist teurer, ja? Die Läden, die in der Nacht lang offen haben oder am Sonntag offen haben oder wenn du zum Beispiel an die Tankstellen gehst, einkaufen, dann ist es meistens, eben teurer, als zum Beispiel Migros oder der Coop oder der Denner. Olivia, du hast immer gerne Aktionen, genau. Du kannst zum Beispiel fragen, wenn du in die Käserei gehst, kannst du vielleicht fragen, was für ein Käse hat heute Aktion? Ja? Was für ein Käse hat heute Aktion? Manchmal gibt es sehr gute Käse, die abgesetzt sind. Wenn du zum Beispiel Aktion hast für einen Raclette-Käse, dann denkst du, ups, dann mache ich am nächsten Samstag ein Raclette. Ja, dann hat man schon eine Idee, was man könnte kochen. Hallo Miliet. Miliet. Oder Michael. Du möchtest gerne mit uns lernen. Das ist gut. Wenn du mehr möchtest und jeden Montag eine neue Lektion möchtest, dann kannst du dich einschreiben für meinen Kurs, Schweizerdeutschkurs, den VIP-Kurs. Der ist am Montag am Abend am 8 Uhr. Oder wenn du keine Zeit hast, kannst du ihn später nachschauen online. Und dann haben wir auch immer nach der halben Stunde Livestream haben wir dann eine halbe Stunde Zoom-Treffen für die wollen. Miliet, nicht Michael. Okay, das ist gut. Das ist der Nachname, Gebre Michael. Hallo, Haier.
und Scooter. Ja, also, äh, was für Schinken hat heute Aktion? Haben Sie ein Schinken in Aktion? Kannst fragen. Ich tue immer gerne Sachen nehmen, die in Aktion sind. Bei uns daheim in der Familie haben wir viele hungrige Leute. Also, ich muss immer in grossen Mengen einkaufen. Dann lohnt es sich, etwas zu nehmen, das in Aktion ist. Hallo Bin. Okay, ich hoffe auch, dass du verstehst, etwa, was wir sagen, und du kannst auch mitschreiben oder mittexten da in unserem Livestream. Okay, also du kannst nach Aktionen fragen, oder wenn du siehst, oh, das ist Aktion, dann kannst du sagen, ah, dann nehme ich gerade 2 Päckchen davon oder 3 Päckchen. Vielleicht kannst du daheim ein bisschen Raclette-Käse eingefrieren oder vielleicht kannst du ein bisschen mehr Gäste einladen, um ein Raclette zu machen, oder du kannst zweimal in der Woche ein Raclette machen. Ja, also wenn etwas Aktion hat, dann nachher, könnte man gerade ein bisschen mehr dafür nehmen. Ja, dann in der Migros haben sie Aktion, zum Beispiel für Aprikosen. Jetzt ist nicht gerade Aprikosensaison, aber wenn zum Beispiel im Wallis die Aprikosen reif sind im Sommer, dann nachher hat's in der Migros manchmal Aktionen für Aprikosen oder, wenn die Erdbeeren reif sind und es Erdbeere hat auf dem Markt, gibt's manchmal Erdbeere Aktionen, oder unter dem Jahr gibt es auch Aktionen für ganz viele verschiedene Sachen. So können Sie immer wieder die Leute anlocken, dass sie in die Migros kommen, einkaufen. Welche Geschäfte haben gute Aktionen? Dort, wo ihr geht einkaufen, gibt es dort auch gute Aktionen, wo die Sachen abgesetzt sind, wo sie ein bisschen billiger sind, weil sie viel davon haben, weil im Moment gerade Saison ist oder so. Nikos, du sagst, Coop ist besser, weil es mehr Aktionen gibt im Coop als in anderen Läden. Du auch, Scooter, du bist einverstanden, du gehst gerne in Coop. Ja, Coop, Coop ist bei mir einfach nicht so unterwegs, aber manchmal gehe ich auch in Coop. Mhm. Als ich in Murten gewohnt habe, dann bin ich viel in Coop gegangen. Das war dann ein bisschen näher gewesen. Ja, Bin, du hast das letzte Mal in Zürich auf den Weihnachtsmarkt gehen. Dort hat es vielleicht weniger Aktionen, aber ganz viele schöne Sachen, die du kannst kaufen kannst. Und ist wegen Corona ist er zu gewesen. Ja, das ist schade, dass es das nicht gegeben hat. Das ist eine schöne Atmosphäre immer auf dem Weihnachtsmarkt. Und es hat schöne Sachen, die man kaufen kann, handgemachte Sachen, hausgemachte Sachen. So, das ist schade, wenn man das nicht haben kann. Ja, vielleicht hätte man das können über online bestellen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, nicht die gleiche Atmosphäre. Also, und dann, wenn ihr zahlen, manchmal, wenn du zum Beispiel in einem Kleidergeschäft bist oder so, dann musst du vielleicht fragen, wo ist die Kasse? Man sieht sie vielleicht nicht gerade immer. Wo ist die Kasse? Wo kann ich zahlen? Oder vielleicht, wo hat es eine freie Kasse? Oder ist die Kasse noch offen? Oder machen sie zu? Das Zürichfest ist auch um ein Jahr verschoben worden. Meine Eltern gehen am nächsten Sonntag an einen Ball von der Universität, von der Studentenvereinigung von Zürich. Und der ist auch um ein Jahr verschoben worden. Aber jetzt ist Zeit zum tanzen.
Du bist aber am letzten Fest gsi im 2019 vor Corona und das ist schön gsi. Also, dann ist jetzt auch ein Zürichfest gegeben. Vor Corona ist noch alles regelmäßig gsi und jedes Jahr hat man können an Autosalon gehen, zu Genf oder so, an die verschiedenen Messen und so. Das ist cool. Hoffentlich können wir das Jahr wieder gehen, das Jahr. Mhm. Also, ihr könnt fragen: «Wo ist die Kasse?» Oder, es gibt immer mehr Selbstbedienungskassen, so Self-Checkout-Kassen. Geht ihr gern an so Selbstbedienungskassen, wo ihr alles selber einkassiert und scannt und dann mit der Kreditkarte zahlt? Oder geht ihr lieber an 'ne so 'ne traditionelle Kasse, wo 'n Kassierer noch alles für euch einkassieren? Ja, also, was für Kasse, braucht ihr oder habt ihr lieber? Es gibt immer mehr Läden, wo so Self-Checkout-Kassen haben. Es gibt gar nicht mehr so Schweizer Wörter, also Selbstbedienungskasse. Man redet schon so viel Englisch. Ah, Nikos, du hast schon 3 Jahre lang 'n Schweizer Kanal gesucht. Schön bist du jetzt zu hast du zu uns gefunden. Du kannst auch an unserem Schweizerdeutschkurs mitnehmen. Da unten haben wir 'n Link und das mit dem Einkaufen, das ist auch ein Teil von dem Dialog, wo wir am Montag werden haben. Am Montag am Abend am 8 ist unser Livestream und du kannst dich einschreiben, für, ganzen Monat, gratis ein Gratis-Abo zum Mitmachen und versuchen, ob das etwas für dich ist. Also, du kannst mal hineinschauen und schauen, ob dir das entspricht, ob das gut für dich ist. Wir tun mit Geschichten und Dialog und eben im Dialog mit euch, während dem Livestream, Schweizerdeutsch lernen und ihr könnt immer Fragen stellen, wenn ihr etwas nicht, versteht oder mitreden, mitantworten, so ein bisschen jetzt wie jetzt. Olivia, du schreibst, du hast lieber traditionelle Kasse. Ähm, ja. Hallo Amat. Da hat Olivia erst geantwortet wegen der Kasse. Ich bin auch schon bei diesen Self-Checkout-Kassen gsi und dann nachher immer wieder braucht es irgendeine Bestätigung von jemandem, vom Personal, wo das tut, mich kontrollieren oder irgendwie einen Fehler gemacht habe, wieder freigeben, dass es weiter kann gehen und so. Mich stressen die Kassen, ehrlich gesagt. Aber in der Migros ist das System eigentlich gut, wo man den Scanner mitnehmen kann und immer grad, wenn du etwas aus dem Gestell nimmst, tust du es einscannen und schon in deinen Sack. Das ist super. Das finde ich ganz gut. Aber, ja. Olivia, wie lang bin ich schon auf YouTube? Ich weiß nicht. Also sicher schon einige Jahre. Aber wir haben natürlich kleiner angefangen und am Anfang haben wir keinen Livestream gehabt. Wir haben nur so andere Filmchen gehabt. 4 Jahre, 3 Jahre auf YouTube, ich weiß es nicht. Oder schon länger. Schon von Anfang an ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es besser. Ich habe immer Mühe mit so historischen Sachen, wie lange dass ich etwas schon mache. Ich muss, glaube ich, irgendeine Chronik anfangen und es ein bisschen aufschreiben. Ja, also, Olivia, seit wann bist du dabei? Ich glaube, du bist schon seit fast am Anfang dabei. Wenn du dich daran erinnerst, seit wann du an diesen Video kannst teilnehmen und YouTube-Film von mir siehst, dann nachher wird das sehr wahrscheinlich ungefähr die Zeit sein. Ja, genau. Wir machen es schon noch weiter, Nikos. Das ist gut. Ja, was kann man noch sagen beim Einkaufen? Wo ist die Kasse? Oder, kann ich mit der Kreditkarte zahlen? Oder kann ich, bar zahlen? Heute muss man schon fast fragen, kann ich bar zahlen, weil alle mit der Kreditkarte zahlen. Du bist schon 3 Jahre mit uns dabei. Okay, Olivia.
Also so lang bin ich sicher in dem Fall schon da. Hallo Eddie. Ja, ähm, genau. Also, man kann ja heute auch mit verschiedenen Applikationen mit dem Handy zahlen. Ähm, das macht mehr mein Mann. Er hat die Applikation auf seinem Handy, ich habe sie nicht auf meinem Handy. Aber ja, ich tue einfach sonst mit der Kreditkarte zahlen, sehr viel, dass ich nicht immer muss aufs Bankkonto gehen oder auf Geld abheben bei genau. Ich habe kein Geld zu zahlen. Also du, Olivia, du sagst, du hast kein Bargeld auf dir, ja? Du tust, du tust mit der Kreditkarte zahlen oder mit dem Handy, mit einer Applikation. Zum Beispiel mit Twint oder vielleicht, ich weiß nicht, kennt ihr andere Applikationen, die ihr könnt brauchen zum Zahlen auf dem Handy? Ich habe gar keine Ahnung, was es da so alles gibt, aber äh, es gibt sicher noch verschiedene Sachen. Apple Pay würde es glaube ich auch geben. Von irgendem habe ich etwas gehört, aber kann man in den Geschäften mit dem zahlen, glaubst du? Vielleicht? Habe ich noch nie versucht. Ah, Bin, du möchtest, dass ich auf Heidelberg komme. Du bist in Heidelberg daheim, okay. Wir sind einig in Heidelberg gsi, wo wir unterwegs sind gsi von der Schweiz auf Polen, weil mein Mann ist Pol, also wir sind sehr viel unterwegs zwischen der Schweiz und Polen und das ist so fast auf halbem Weg so. Mhm. Ah, Kelsang, mein Schweizerdeutsch-Büchlein, wo ist das? Das ist fertig, das ist da, ja. Ihr müsst auf meiner Homepage im Kommentar ein Geschichtli schreiben. Ganz eine kurze Geschichte, weil da haben wir viel so eben von diesen Geschichtli mit 4 Bildern und ein bisschen Text. Und dann, wenn ihr uns eine kurze Geschichte schreibt, auf Schweizerdeutsch, so gut wie es geht, so, ich weiss nicht, 6 bis 10 Sätze, dann nachher könnt ihr so ein Buch bekommen. Also ihr müsst zahlen mit dem, dass ihr eine gute Geschichte schreibt. Oder irgendetwas, was euch passiert ist. Oder ein Dialog im Geschäft zum Beispiel. Beim Einkaufen, wenn ihr geht posten. Oder ich weiß auch nicht. Von einem Ausflug, von etwas Schönem, was ihr gemacht habt, irgendetwas ein bisschen schreiben auf Schweizerdeutsch, Hausaufgaben machen, im Kommentar auf meiner Homepage und dann nachher kann ich euch dann so ein Buch schicken. Okay, also ihr müsst ein bisschen aktiv sein. Olivia, mir sagt nicht, ich zahle mit Bar, mit Kreditkarte ja, aber das ist einfach ein Adjektiv. Ich zahle bar. Kann ich bar zahlen? Oder jemand kann sich fragen, möchten Sie bar zahlen oder mit Kreditkarte? Das ist meistens im Restaurant oder so, fragen sie, möchten Sie bar zahlen oder mit Kreditkarte, weil dann müssen sie das Terminal mitnehmen, wo dann sie können den Betrag abbuchen auf deiner Kreditkarte. Ja, Nikos, bei mir muss man nicht unbedingt eine Prüfung machen. Ich weiß nicht, was du für eine Prüfung meinst. Es gibt so ganz offizielle Prüfungen vom Goethe-Institut oder so, aber ich mache nicht so offizielle Prüfungen, aber das wäre dann für Hochdeutsch mehr. Ich weiß nicht, ob es etwas so auf Schweizerdeutsch gibt. Ähm, Rindu, du hast gerade bis für uns zum Übersetzen. Aber es ist nicht so, mit Posten hat es, glaube ich, nicht so viel zu tun. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie ich penne, wenn der Abdruck dort ist. Also, du kannst dir vorstellen, imagine,
Du kannst dir vorstellen und Pennen heisst eigentlich schlafen. Pennen ist so 'n Slangwort für schlafen, aber wenn der Abdruck dort ist, das macht für mich keinen Sinn. Also, sorry, Abdruck ist irgend so ein Abdruck von etwasem, 'n Fingerabdruck zum Beispiel, aber macht für mich nicht viel Sinn. Fingerprint, was für 'n Abdruck. Okay, also, tun wir noch einmal wiederholen. Wenn ihr geht posten, könnt ihr zum Beispiel verschiedene Ausdrücke brauchen. Natürlich könnt ihr fragen: „Wie viel kostet das?“ Ja, Olivia, pennen ist Slang für schlafen. Mhm. Wie viel kostet das? Oder Entschuldigung, wo finde ich zum Beispiel laktosefreien Joghurt? Oder wo hat's, zum Beispiel Zahnstocherli, die kleinen Hölzli, die du brauchst, um etwas aus den Zähnen rauszunehmen, wenn etwas zwischen den Zähnen, bleibt stecken. Zahnstocherli sind so kleine Sachen, wo man manchmal nicht genau weiss, wo suchen. Entschuldigung, wo finde ich Zahnstocherli? Oder, du kannst fragen in der Bäck oder in der Metzg oder in der Käserei kannst fragen, «Was für ein Käse hat heute Aktion?» Oder «Was für, das Brot, hat heute Aktion?» Aber ich glaube, Brot gibt's weniger so Aktionen für Brot, oder? Also, für mich ist Käse und Fleisch mehr so 'n Aktionsprodukt, ich weiss nicht. Ähm, also, Aktion ist, wenn man etwas billiger kann haben als normal. Sie haben's dann meistens auch in grösseren Quantitäten im Laden. Und dann, wenn etwas Aktion ist, kannst du fragen: „Ups, das ist Aktion.“ Dann nehme ich grad 2 Päckchen davon oder manchmal nehme ich 3 Päckchen oder 4 Päckchen, je nachdem, wie gross das sie sind, weil unsere Kinder haben immer Hunger. Also, dann ist es gut, wenn man etwas daheim hat, wenn man Vorrat daheim hat oder etwas zum Beispiel kann auch eingefrieren. Und dann, wenn man am Sonntag plötzlich Gäste hat oder so, dann kann man's wieder aus der Gefriere rausnehmen und etwas Gutes kochen oder machen. Ich mache amigs am Sonntag 'n Livechat, aber nicht ganz so regelmässig. Ganz regelmässig, ist unser Livestream am Montagabend, unser Schweizerdeutschkurs. Und, da unten hast du 'n Link und dann kannst du schauen, wie, was das für 'n Kurs ist, ein bisschen reinschauen. Du kannst dich auch 1 Monat lang gratis einschreiben. Und wenn du am Montagabend grad keine Zeit hast, dann kannst du später nachschauen. Und am Montagabend am 8:30 haben wir dann nicht 'n Livestream, ein Zoom-Treffen, wo wir üben können, das, was wir während der Lektion gelernt haben, die Dialoge können wir zusammen besprechen, zusammen darüber reden und üben. Mhm. Genau, für Anken gibt's auch manchmal Aktionen. Das ist immer gut. Ich habe das Gefühl, der Anken, der wird immer teurer. Er ist nicht so billig, der Anken. Ähm, aber ich versuche selber auch nicht so zu viel zu brauchen. Aber es ist schon gut, wenn man zum Beispiel ein Ei mit Anken machen kann, so 'n Spiegelei oder so. Anken ist gut, he? Ich suche auch Poulet Salami und Brotaktionen. Ja, Poulet Salami, das habe ich jetzt noch nie gehabt. Salami aus Poulet, Pouletfleisch. Wieso nicht? Komisch. Das wäre dann nicht ganz rot, he? Ja, Brotaktionen. Das Brot wird manchmal am Abend, so kurz vor Ladenschluss, wird's manchmal billiger verkauft, je nachdem in verschiedenen Bäckereien oder vielleicht in der Migros oder so. Dann, hat's 'ne Aktion, dass zum halben Preis verkauft wird oder ein bisschen billiger, dass es, ja, dass es noch weggeht, dass sie möglichst viel verkaufen. Dann hat's Brotaktion. Mhm. Ähm
Oder du kannst auch deinen Freunden sagen oder deinen Nachbarn: «Hey, in der Migros haben sie eine super Aktion» oder «im Coop haben sie Aktion für die Würste» oder, de Bratwürste auch sind manchmal Aktion. Dann kann man auch, den anderen sagen und sagen: «Hey, komm, hast nicht auch Lust, das zu kaufen?» Olivia, du meinst auch, zu viel Anke ist nicht gesund. Ja. Alles mit Maß, sagen wir immer. Alles mit Maß. Ja. Du hast, Nikos, du hast gesucht, du hast Salami mit Pouletfleisch gesucht. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Aber ja, vielleicht. Ich habe das aber noch nie gesehen. Oder vielleicht habe ich nicht gut geschaut, weil ich dann nicht gewusst habe, dass es das gibt. Es gibt immer so viel Auswahl bei der Salami und Schinken und Aufschnitt und so, dass man meistens nach den Sachen sucht, die man schon kennt. Ja, und dann nachher ist die Frage zum Beispiel, wo ist die Kasse? In einem Supermarkt ist es meistens relativ einfach, wo die Kasse ist, aber vielleicht hat es bei der Kasse keine Kassiererin. Wo ist denn die Kassiererin? Da hat es Kasse und niemand ist da. Aber meistens ist schon jemand da und wenn es viele Leute hat, dann gehen mehr Kassen auf und es kommen mehr Kassiererinnen oder Kassierer. Hallo, you don't know. Wie spricht man Wörter aus? Also, es ist ganz verschieden, aber auf Schweizerdeutsch kratzt das ein bisschen im Haus. Also, auf Hochdeutsch ist es weicher, ja, und auf Schweizerdeutsch kratzt Küche, komm schauen, Käse und so weiter. Ja. Küchenkästchen und Kürbiskuchen. Ah nein, Riesikuchen. Also, ich weiss nicht, tu das versuchen mal nachzusagen. Es ist vielleicht für nicht für alle ganz einfach, so kratzend hinten im Haus das zu sagen. Aber, gan es gibt verschiedene Extreme. Küchenkästchen kratzt oder so. Das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber wir sagen sicher nicht Schuchischästli. Oder auf Hochdeutsch sagen wir ja nicht ich, sondern ich Schuschischästli. Das wäre nicht gut. Also Chuchikästli. Ja, Live-Chat mit Untertitel, das ist ein bisschen schwierig, aber wir machen später einen Film daraus für unsere YouTube-Abonnenten. Bei denen möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, die uns immer unterstützen, regelmäßig unterstützen über YouTube und uns verfolgen und mitmachen. Denen danke ich auch ganz herzlich. Und die haben nachher den Zugang oder können später den Film anschauen, tun wir noch einmal ein bisschen bearbeiten und dann hat es zum Teil dann Sätzchen dabei. Das ist jetzt einfach mal eine Hörübung. Und natürlich, wenn wir an unserem Kurs am Montagabend, dann haben wir auch den ganzen Dialog vorbereitet und übersetzt auf Englisch und der ganze Text, der ist auch da. Nachher bin ich so mit im Film und hinten dran hast du ein Bild und Text und dort kannst du auch mitmachen und alles ist auf Englisch übersetzt, der ganze Dialog. Also, wenn es euch Wunder nimmt, wenn ihr möchtet gerne mitmachen, morgen am Abend auch schon, wir reden über eine Großmutter, die noch sehr selbstständig ist und allein Sachen macht und eben geht posten, auch allein. Dann könnt ihr da unten auf den Link klicken und dann schauen, euch einschreiben für unseren Schweizerdeutschkurs am Montagabend. Okay, ich glaube, das wäre es für heute. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und die ein Buch möchten, das ist so ein Heftformat eigentlich,
A4, die könnt ein Geschichtli mir schreiben. In den Kommentaren auf meiner Homepage könnt ihr zum Beispiel zu Live-Lessons gehen oder so und dort im Kommentar ein Geschichtli schreiben. Schreibt, ihr seid interessiert an dem Buch und möglichst auf Schweizerdeutsch etwas Lustiges erfinden. Ich glaube, das tut uns gut, unsere, mal ein bisschen kreativ zu sein. Wir sind auch jeden Montag für jede Lektion sehr kreativ und vielleicht geben ihr uns auch gute Ideen mal für ein Thema, wo wir könnten eine nächste Geschichte daraus machen. Edi, über den Verkehr möchtest du reden? Okay, über den Verkehr, also Stau und so weiter. Staumeldungen, Verkehrsmeldungen im Radio zum Beispiel. Die sind zwar meistens auf Hochdeutsch, dass sie alle verstehen, die Verkehrsmeldungen im Radio. Kommt darauf an, vielleicht in welchem Radio. Ja, gut. Schön, sind ihr da gewesen. Merci fürs Mitchatten. Es hat mich gefreut, dass ihr ein bisschen habt teilgenommen und Antwort gegeben, dass ich ein Echo habe. Das ist immer schön. Ich wünsche euch alles Gute, schönen Sonntagabend und einen guten Start in die nächste Woche. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ali, du hast noch eine Idee über Beziehung. Über Beziehung haben wir auch viel in unserem Montag Schweizerdeutsch-Kurs. Und wenn ihr euch dort einschreibt, dann könnt ihr auch zurückgehen und alle Lektionen vom letzten Jahr, ich glaube bis zurück zu 2020, könnt ihr dort anschauen und durchmachen. Und dort hat es auch schon ganz viel über Beziehungen. Ja, genau. Alles Gute, macht's gut. Tschüss zusammen. Danke, Ali, für dein Kompliment. Schön, bist du da gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.